Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Boozer Quest und schauen mal, was dabei rumkommt. Heute lädt er wirklich schwer. Hey Deacon, hast du kurz Zeit? Wie geht's William? Hab ihn lang nicht gesehen. Wie es Boozer geht wie uns anderen, Mann. Er überlebt. Ja, dann schlägt er sich besser als die meisten. Ja. Hör zu. Du musst auf ihn aufpassen. Was meinst du? Ja, einen Arm zu verlieren ist hart. Sein altes Leben ist vorbei. Er hatte kein tolles Leben, ehrlich. Du bist sein Freund. Vielleicht der Einzige. Ja, wahrscheinlich ist es wirklich so sein einzigster richtiger Freund. Vielleicht der einzige. 500 Vertrauen. Ui, wir sind bald kurz davor, hier die nächste Vertrauensstufe zu erreichen und tollere Sache zu holen. 6%. Boozer wird überleben. Jetzt braucht er einen Grund zu leben. Ja, das dachte ich mir schon. Ich muss arbeiten. Story-Mission. Ah, jetzt kommen wir endlich mal in dieses Camp von Iron Mike. Die Farm oder was das ist. Sehr cool. Ich möchte mal kurz gucken. Da ist der Händler. Er wird überleben. Ja, aber es geht ja nicht nur ums Überleben. Das ist ja die Sache. Es geht um mehr als Überleben. Man braucht auch eine Lebensqualität. Wenn man nur die ganze Zeit überlebt, wie so ein Tier und furchtbare Sachen macht, dann kommt man irgendwann mit sich selber nicht mehr klar. Deswegen, man braucht ein Lebensziel. Das ist alles, was ich für heute habe. Schade, mir geht gerade nicht. Aber cool, jetzt kommen wir in dieses Camp hier. Genau, Iron Mikes Farm. So, da möchte ich jetzt unbedingt einmal hier. Da war ich sehr gespannt schon darauf, als ich das auf der Karte gesehen habe. Und es sieht wohl so aus, als wären wir jetzt an dem Punkt angelangt, wo wir da auch endlich hin dürfen von der Story-Mission. Hast du was? Von daher, schöner könnte doch eine Episode gar nicht beginnen, als in ein neues Gebiet gleich reinzugehen, auf das ich mich auch noch sehr gefreut habe, um ehrlich zu sein. Warte, ich mach das Tor auf. Ich hoffe, ich werde nicht allzu sehr enttäuscht von dem Gebiet, wenn ich dann dort bin. So, dann wollen wir da mal. Und schauen mal, was es da für uns gibt. Und Boozer scheint ja wohl dort seine Schulter abzuarbeiten. Ein paar Freaker wieder auf der Straße, das ist ja nichts Ungewöhnliches hier. Und da gibt es wahrscheinlich auch eine Schnellreise später hier. So, fahren wir mal ein bisschen schneller. Nein! Ich hab's noch gesehen. Ich hab's noch im Augenwinkel gesehen. Fuck! Das war das, was ich im Gameplay-Trailer ganz am Anfang gesehen habe, wo solche Drecks-Raider einfach Schnüre spannen, nur um ihn dann zu überfallen. Das war das, was ich in von der allerersten sogar im allerersten Gameplay-Trailer gesehen habe. Als das Spiel damals angekündigt wurde. Ja, ich habe nur auf sowas gewartet, wann es mir wirklich im Spiel tatsächlich passiert. Oh, Bombe-Inventar voll, das kann doch nie voll genug sein. Scheiße, und jetzt ist mal die Kacke tatsächlich passiert. Ich sehe es noch. Ich habe noch aus dem Ahrewinkel gesehen. Scheiße, da ist eine Schnur gespannt, da ist ein Seil gespannt und ich renn auch noch volle Kannerei. Ah, Mist. Und ich wollte nämlich eigentlich nochmal anhalten wegen Benzin. Naja. Also irgendwo muss ja auch nochmal Benzin sein. Ich meine, wenn wir jetzt schon mal hier sind, können wir da genauso gut nochmal reingehen. Warte mal. Ah, das ist aber ein Gebiet, was ich schon befahren habe. Da holen wir uns hier nochmal ein bisschen Material zurück, wenn ich hier was plündern kann. Ja, zum Beispiel noch eine Bierflasche. Als Herde mit. Da drüber ist noch ein Lumper. Ja. Okay, Benzin sehe ich ja jetzt leider gerade keins rumfliegen. Schade, aber wir können hier nochmal die Motorhaube knacken, sofern es nicht so viel Lärm macht. Nee, okay.
Dann können wir da nämlich auch nochmal schon mal kühle 3 Schrott nochmal abstauben. Und können gleich nochmal ein bisschen reparieren. So. Ich befürchte nämlich, mein Bike, yo, das dampft ganz schön. Das hat's vollkommen zerrobbt. Ich krieg das hin. Ja. Und ich habe nicht genug Schrott, um es nochmal vollständig zu reparieren. Scheiße. Naja. Okay, weiter geht's. Aber auf sowas muss ich jetzt tatsächlich achten. Bei Engpässe sofort die Vollbremsung einlege und diese scheiß Type abmurkse. Jäger. Klingt auch nicht so gut. Na, komm schon, kriegen wir hier. Ist man. Oh, das ist bei Shermans Camp direkt. Oh, okay, verstehe. Aber dann links rein. Okay, kein Wunder, dass Iron Mike bei Shermans Camp überlebt hat, wenn der dort sowieso gelebt hat, wenn das sein Wohnort war. Hey! Echt ja! Du mich auch. Na, komm mal her. Komme ich ja anscheinend gerade absolut richtig hier. Zur Party beim Eisemichel. Trophäe erhalten in Kupfer, leih mir dein Ohr. Okay. Hat das sogar Zuglinie abgeschlossen. Okay, warte mal. Ja, warte mal. Das sind Banditen oder was? Die machen wir gleich mal so alle. So. Mach das Tor auf. Der war schon mal hier. Nö, ich war noch nicht hier. Zumindest nicht im Spiel. Deke könnte vorher durchaus mal hier gewesen sein, aber ich persönlich war noch nicht hier. Okay, also wie es aussieht, hat Iron Mike hier auch so ein bisschen Zäune nochmal zur Sicherheit gemacht und die Shire hat er jetzt außerhalb von der Sicherheitszone gelost. Keine gute Idee, weil sowas kann sehr schnell brennen. Und wenn ich so ein Assi wäre, der hier wirklich auf totale Krieg aus ist, den ich wahrscheinlich die Shire Art zünde, um die Leute rauszulockern. Warte mal, da ist noch ein Lumper. Nehmen wir uns auch gern. Aber okay. Unser Bike steht jetzt unmittelbar davor. Wenn, Hey, lass dann mich gehen wir rein. mit Bike rein. Lass ihn rein. Anscheinend sind hier nur die Felder umzäunt. Okay. So, da ist unser Bike wenigstens in Sicherheit, ja. Da haben sie sich noch einen Schützeturm hier geklatscht. Da können wir aber nicht hochklettern. Ja, und da leben die Leute anscheinend nur in Zelte gepfercht um den Zaun rum. Sieht nicht so gut aus, nur ein paar einzelne Felder, aber das braucht man halt auch, damit die Leute was Frisches zu essen haben. Und da drüber ist dann wohl anscheinend Iron Mikes Wohnhaus. Aber cool, offensichtlich unterhält Iron Mike 2 Camps. Eins für die Nahrungsversorgung und eins Einen Moment. Schon unterwegs. für die Leute. Okay. Ja gut, die Felder sehen so weiter gut aus, aber nicht, dass sie den Nahrungsbedarf von dem ganzen Lost Lake Camp erfüllen könnten. Da ist er. Oh je. Schon dabei. Ah, der hat doch, glaube ich, schon sowas wie eine Prothese. Ich hab mächtig Spaß. Traumhaft hier. Bis dann. Ich muss arbeiten. Buser wird überleben. Ja, Grund zu leben 13%. Eine Art Freak-Experte. Das findet sich in Lost Lake. Ja gut, jetzt waren wir hier auch schon beim Eisemichel Camp. Aber mich steht Folgendes noch interessieren. Ja, das ist halt die richtige Assi-Aktion, jetzt einfach über die Felder zu fahren. Die geben sich Mühe, den Scheiß umzupflügen. Und ich Arschloch fahr einfach mit meinem Bike drüber. Das wäre halt schon so richtig die Assi-Aktion. So, warte mal. Okay, der babbelt wieder. Ins Haus wollte ich noch. Hey, Eddie, hörst du mich? Jetzt wird er unterbrochen. Ich höre dich. Okay, also, ich glaube nicht, dass es ihm so gut geht. Keine Ahnung, ich mache mir echt Sorgen. Ich mir auch. Als er hier war, war er irgendwie wütend, deprimiert. Hör zu, ich habe ihn im Blick, ja? Ich werde schon aufpassen, dass er keine Dummheiten macht. Ich werde mein Bestes geben.
Gut, mach das, Deacon. Aber ich habe gerade so... Bedeutet ihm viel. Kinderzimmer, ja. Station Ende. Ich dachte, wenn sich ein paar Leute Ich habe hier gerade so richtige Flashback. Das sieht von der Aufmachung so noch The Last of Us aus, wie die Häuser dort aussehen, die Wohnhäuser und so, dass ich gerade einfach nur grinsen muss, wenn ich das so sehe. Weil es erinnert so stark von der Aufmachung an The Last of Us. kennt ihr noch die Parabel von der Ameise Und wenn die Leaks stimmen, ihr liebe Leid, dann könnte es sein, dass zum 22. Mai 2020 The Last of Us Part 2 rauskommt. Aber Naughty Dog soll sich doch ruhig Zeit lassen. Die sollen ordentlich sich Zeit nehmen dafür und ein richtig geiles Spiel wieder raushauen. So, Copeland kann babbeln, was er will, das ist mir gerade auch egal. Ich möchte nur im Moment dort hier Gurke. Und schon? So, Schnellreise, machen wir jetzt gleich. Da ist es wenigstens auch tagsüber wieder das Ganze. Ach ja. Aber ich freue mich so abartig auf The Last of Us Part 2. Eigentlich habe ich gehofft, dass es den Sommer schon rauskommt. Aber es sieht wohl so aus, als würde es erst bis nächstes Jahr dauern. Aber es soll mal recht sein. Solange Naughty Dog wieder geile Qualität rausbringt, ist mir das scheißegal, wie lange das jetzt dauert. Ich möchte nur, dass er wirklich ein geiles Produkt wieder rausbringen. So wie die Uncharted-Reihe auch immer von Teil zu Teil eigentlich geiler wurde. Und bei The Last of Us, es war der Enzer schon. Der absolute Overbrüller für sich. Und die sollen sich Zeit nehmen, dass das würdig noch machen. Das ist ja das, was ich an Naughty Dog bewundere. Nicht schnell und hektisch ihr Produkt rausbringen, um Geld zu scheffeln und hinterher die ganze Bugs zu beseitigen. EA! Ach ja, wo kam der denn her? So. Dann Hast du was? Hey, wie gucken wir läuft's? mal. Tanke, repariere. Ja, so gut wie neu. Jo, natürlich so gut wie neu. Sag Bescheid, wenn du was brauchst. Immer doch. Dann gucken wir nochmal, ob wir noch ein bisschen Beute... Ich glaube, Beute haben wir jetzt Kenny gemacht, ne? Wie Ja gut, läuft's? Schwärmerohr. Gut. Dann gehen wir mal wieder hoch zum Eisemichel Holzhaus und gucken, was der für uns hat. Ich hätte aber gedacht, bei Aaron Mikes Wohnhaus im Farmhaus hätte ich möglicherweise noch was anderes Schönes finden können. Vielleicht irgendein sammelbarer Gegenstand oder so. Gut, die Zeit muss ich wieder ändern. Wahrscheinlich ist das jetzt wieder so ein Käse, der nur nachts geht und mal wieder einen Tag verschwendet. Wie ich mir's gedacht habe. Okay. Am besten hier. Genau hier. Ich weiß nicht recht, Mike. Da haben wir schon mal Leute verloren. Leute verloren? Wen? Wann? Vor ein paar Wochen. Torres und Evans. Auf der Suche nach Vorräten. Ich hab dir doch Nein, verdammt! Hast du nicht! Doch, hab ich. Dass wir hinterher sind. Der Eingang verschüttet war. Die Bikes waren draußen. Überall Freaker. Weißt du? Ich weiß nicht mal, ob sie reingekommen sind. Was ist das Problem? Ach, wir gehen die Unterlagen durch. Die aus Shermans Camp. Da gibt's eine Mine, die eigentlich expandieren sollte. Ja, und da lagert bestimmt Sprengstoff. Ja. Aber jetzt sagt Skizzo mir, dass wir da drin 2 Männer verloren haben. Hey, das habe ich nie gesagt, Mike. Okay, hör zu. Gib mir die Karte, ich hol den Sprengstoff, Keine ich Scheiß, schwöre Marcel. Leute und... Was zum Du Teufel? vertraust ihm, Mike? Ich tu's nicht. Sag mal, wie viel zahlt Tucker denn so für eine Kiste TNT? Leg dich jetzt mal ab. Er macht seinen Job. Ach ja? Was macht er denn? Er bricht unseren Vertrag mit den Rippern, macht blau, hängt den Tag mit Ricky ab. Was hat er gemacht? Hä? Was hast du gemacht, hä? Sitzt auf deinem Arsch und lässt die anderen arbeiten. Ich mache dieses Camp sicher. Keine Plünderer, Diebe und Drifter. Gut, Schluss jetzt. Schluss jetzt! Hey, du traust ihm nicht? Dann geh mit ihm. Aber denkt immer dran, alle beide. Denkt dran, wir gehören alle zum selben Camp. Alles klar, meinetwegen. Auf Skizzo Morgen kann ich früh verzichten. steigen wir auf die Bikes Wir fahren und- jetzt. Jetzt. Ja, Jetzt. Mitten in der Nacht. klar. Jetzt ist es dunkel. Da sind weniger Freaks in der Mine. Oh, natürlich. Ach, als du blau gemacht hast, hast du schwarze Helis gejagt. Und jetzt bist du ein Freak-Experte, Man ja? muss kein Experte sein, um zu wissen, dass Freaks nachts draußen sind. Okay, Ach ja? komm schon, Okay. das reicht. Okay. Okay. Du willst jetzt los? Dann fahren wir jetzt. Aber das behalte ich. Grundgütiger. Hey, hör zu. Er hat seine Probleme, wie jeder von uns auch. Aber er macht seinen Job.
Erzähl das Torres und Evans. Ich habe so überhaupt keinen Bock mit Skizzo unterwegs zu sein. Sicher gehen, dass er da unten in der Mine keinen Unfall hat oder sowas. Eine Art Freak-Experte. Für wen hältst du mich denn? Da bin ich mir immer noch nicht sicher. Wir sehen uns später. Naja, also wenn ein wirklicher Unfall passiert, wäre ich nicht zornig drüber, weil Skizzo ist halt ein riesen Arschloch. Ich glaube, von all denen, die ich bisher so getroffen habe, ist der Neva Tucker eigentlich wirklich das größte Arschloch. So, na dann aufsatteln. Und los geht's. Ich fahre mit Skizzo ein Rennen zur Lucky Lad Mine. Lucky Lad, weißt du, wo das ist? Ja. Ich warte dann auf dich. Versuch mitzuhalten. Okay, wo liegt die dann? Oh, im unkartierte Gebiet noch. Deacon, bist du da? Hier spricht Lost Lake. Over. Ja, Ricky, was gibt's? Ich wollte dich besuchen, aber offensichtlich bist du nicht da. Alter, wie schnell Ilse ist dann und ich der? erledigen was für Iron Mike. Wir sind morgen zurück. Was gibt's? Ich wollte nur wissen, wann wir den Stromwandler reparieren. Ach, da war ja auch noch Die was. heiße Dusche immer noch nach dir? So ungefähr. Wir sind morgen früh zurück. Dann reden wir. Gegen Ende. So. Aber Skizzo ist ganz schön schnell unterwegs. So. Und ich bin Erster. Na? Wo bleibst du denn? Was weiß ich, Bruder. Bringen wir es hinter uns. Bruder bin ich jetzt plötzlich. Aha. Der gefällt mir nicht. Der Typ ist ekelhaft. Vor allem mit dem Ich brächte Ripper-Vertrag. Der Wichser hat mir noch gesagt, du gehst da rein. Und jetzt verpisst er sich bei seiner eigenen Verantwortung. Also das hat noch Konsequenzen. Den Typ, den habe ich gefressen. Die gehörten also Mikes Männern? Meinen Männern. Ja. Torres und Evans. Sie waren keine Drifter, aber sie waren oft in der Außenwelt. Dachte, die packen das. Da lagst du wohl falsch. Die wurden schon ausgeschlachtet. Die scheiß Plünderer sind überall. Skizzo, warum hast du das Zeug nicht mitgenommen, als du hier draußen nach ihnen gesucht hast? Weil hier zu viele Freaks waren. Deshalb. Wie die da. Komm. Na toll. Auch noch Mike sagt, der Krabbler. Sprengstoff ist in Steinkisten eingeschlossen. Irgendwo hier im Büro müssten Ersatzschlüssel für die Kisten sein. Verdammte Krabbler. Ich hasse diese Scheißviecher. Ja. Sind wir uns endlich mal einig. Warte mal. Verdeibel. Also die hätte ich ganz gern erledigt, die Mistviecher. Ja, es tut mir auch leid, dass das infizierte Kinder sind. Aber das ist ja auch keine Existenz mehr. Das ist doch kein Leben mehr. Wenn so am Arsch bist schon. Und ich hab die nur ungern in meiner unmittelbaren Nachbarschaft hier. Deswegen eliminieren wir die. So gut wir können. Hey, hier drüben. Ich glaube, ich kriege dich auf das Dach hoch. Ja, okay. Ah, das musste ich ja sowieso machen. Okay. Na dann. Ja. Hoch mit dir. Lass knacken, NSC. So. Okay. Ich würde mal ganz gerne die ganze Krabbler-Ohren noch holen. Okay, da komme ich nicht hier. Da komme ich nur hier rein. Schaffe die Schlüssel. Das ist total vergrützt und vergüllt. So. Skizzo! Die Luft ist rein. Nett rufe. Gut. Sieh dich um. Vielleicht findest du ein paar Fackeln. Warte mal, du hast keine Taschenlampe dabei? Doch, aber die Batterien sind leer. Die kriegt man in letzter Zeit fast nicht mehr. Zumindest keine, die noch Saft haben. Fackel. Wahrscheinlich solche Signalfackeln, die rote, ne? Warte mal, erstmal plündern wir dann andere Schampel. Ja, da sind nochmal solche Fackeln.
Schrott. Ja, mach auf. Stieg. Aufmache. Ah, okay. Schade, dann könnte hier noch was drin sein, was wir gebrauchen könnten. Nö, leider nicht. Und sonst geht der hier auf und dann holen wir uns hier die Fackeln. Schizo, ich habe Fackeln gefunden. Ja, versucht die Tür aufzubrechen. Ich komme und hole sie. Okay. Hoffen wir mal, dass der Typ mitspielt. Hier gibt's Fackeln. Ja. Gib mir die Schlüssel. Was meinst du, die hier? Ja, Herr. Hey, 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 ich habe eine Idee. Du führst uns zu den Stahlkisten, ich schließe sie auf. Oder gibt's da ein Problem? Kein Problem. Aber verlier sie nicht. Ja, Okay. das werde ich mir merken. Oh Ich hab Mann. sie. Dann mal los. Bin direkt hinter dir. Okay, betritt die Lucky Lad Mine. Besser als die Lucky Lard Mine. Geht doch nichts über die gute, glückliche Schmalzmine. Was haben wir hier noch Schönes? Da haben wir wieder alles auffrischer. Sehr, sehr schön. Na Siehst dann. du? Durch einen Einsturz blockiert, wie ich gesagt habe. Sieht aus, als könnten wir uns hier durchquetschen. Hilf mir mal. Okay. Ich traue dem Typ trotzdem nicht. Erkunde mit Schizo die Mine. Drück! Ich drücke, ich drücke. Irgendwas sagt mir, dass das der unter uns in den den Rücken Stein fällt. Okay. Und zwar mein gesunder Menschenverstand. Sieht das stabil aus? Nee. Stabil genug. Naja. So lala. Lustig wird's, wenn wir ganz schnell raus müssen, weil durch den Eingang rennt schon einfach mal so schnell. Und denk dran, lass die Knarre stecken. Ich mach mal Sagtest du meine nicht, es Lampe wäre ab. alles sauber? Nein, das habe ich nicht gesagt. Im Ernst. Wenn hier drin Freaks sind, dann reicht ein einziger Schuss, um sie alle anzulocken. Jo. Ich hab's jetzt gehört. Scheiße. Das heißt, wir können uns unser... Ja, ich befürchtete das selber. Wir könnten unser Waffe vergessen erst einmal. Okay, das heißt nur noch Nahkampfwaffe. Weil sobald es hier einen Schuss gibt, das knallt durch die ganze Mine, ist nur logisch. Dann haben wir das Salat. Okay, noch ein Pilz abgestaubt. Moment, was ist hier? Einfach nur Kantholz oder so. Ja, genau. Aber ich mache zusätzlich noch mal Taschenlampe an. Das ist mir sonst ein bisschen zu gruselig nur mit dem Licht. Und ich sehe ganz gern, was da noch in der Umgebung abgeht. Okay, der erste Erweiterungsbereich geht vom Hauptschacht ab. Los, hier lang. Bin direkt hinter dir. Ich befürchte schon, dass hier Scheiße. irgendwas Hässliches Kommen wir nicht passiert. Sieh auf der Karte nach. Ist da noch ein Tunnel? Ein Lüftungsschacht? Die Karte hier zeigt einen Verbindungstunnel. Er war wohl instabil. Sie haben ihn dicht gemacht. Wo? Hier hinten. Müssen wir wohl da rum, ne? Hier? Ah je. Ja, Ja, sie haben ihn wohl verrammelt. Aber nicht sehr gründlich, wenn ich mir die Holzqualität so angucke. Ah, kann ich dann einfach so einschlagen? Sieht nicht gerade stabil aus. Jo. ich dachte, das sagte ich bereits. Ich habe nur das. Du hast die Taschenlampe. Also hast du die Ehre. Ja, ich würde es auch gern einschlagen, so ist es nicht, ne? Oder so rum. Vielleicht gibt's einen Grund, dass sie die Erweiterung nie fertiggestellt haben. Ich meine, eine Stange Dynamit scheint auszureichen, um das hier alles einstürzen zu lassen. So schlimm ist es nicht. Das ist total instabiler Rotz, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Da reicht ja schon beinahe zu lautes Niese aus, damit das Eis stürzt. Das ist auch total notdürftig beschissen abgestützt. So. Unsichtbares Schizo dabei. I'm the Invisible Zum Man. Glück nichts gebrochen. Gott. Ah, scheiße, das war knapp. Ja. Dann haben wir jetzt keine Wahl mehr. Komm. Hier lang. Sieht das doof aus?
The Invisible Man Was machst du Schizo. Wonach sieht's denn Mann. aus? Ich lege Fackeln an. Warum? Du hast doch die Karte. Alter, Das ist ein Grafikfehler. verdammtes Labyrinth. Ich will wissen, in welchen Tunneln wir schon waren. Okay, ich vermute, wir kommen dann nach Nimido raus, wo wir ursprünglich in die Mine reingekommen sind. Oh, das sieht aus, als könnte hier gleich ein Nest kommen. Lass mich raten, es kommt. Ich kenne doch mittlerweile mein Spiel. Ach, Mann. Komm her. Was? Sind das deine Leute? Ja. Taurus hat immer dieselbe Scheißweste getragen. Ich sagte immer, das grelle Orange bringt dich noch um. Hier drin war's wohl egal. Seinem Kumpel fehlt ein Arm, verblutet und hat Taurus eine Weile ernährt. Hast du sowas schon mal gemacht? Nein, da gibt's eine Grenze bei mir. Ja, bei dir auch. Bleib zurück. Die überlasse ich nicht den Freaks. Los, verschwinden wir von hier. By the way, very clever. Hier in einer Mine, wo sowieso schon sauerstoffarm ist, 2 Kadaverarzt-Zünder. Sehr clever, Schizo. Und an der Stelle wird die Sache machen wir einen Cut, ihr liebe Leute. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Days Gone auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ian Yankee.